Es war einmal ein weisses Huhn, das hat ein Dutzend Eier gelegt und ausgebrütet. Aus 11 Eiern sind herzige kleine Bibeli rausgeschlafen und aus dem 12. ein kleiner Gückel. Der hat nur einen Flügel und nur ein Beinchen gehabt. Aber sonst war er gesund. Und was für ein frecher Hagel. Den ganzen Tag vom frühen Morgen bis zum Abend spät hat er gekreidet und mit der kleinen Bibeli gestritten. Das Körnchen ist mein! Geh weg da! Den Wurm habe ich zuerst gesehen. Einmal hat die Mutter zu ihm gesagt, du bist einfach ein richtiger Streithahn. Da musst du die ganze Zeit regieren. Ja, das muss ich. Darum gang jetzt ins Königsschloss. Adieu. Und dann ist er auf seinem einzigen Bein davon gehüpft. Hopp, da, hopp, da. Nach einer Weile ist er zu einem Bächli angekommen. Das war ganz verstopft mit Ästen und dürren Blättern. Es hat dem Gückeli zugerufen. Tu doch bis so gut, Äste und Blätter wegschupfen, dass ich richtig fliessen kann. Hat keine Zeit, ruft der Gückel. Ich muss ins Königsschloss korrigieren. Adieu. Und er hüpft weiter. Hopp, da, hopp, da. Er kommt zu einem Feuerli an, das schon fast ausgegangen ist. Und das Feuerli ruft ihm zu. Helf mir doch, helf mir doch, helf mir doch. Ich verstecke fast. Wenn mit dem Flügel noch ein bisschen flatter ist, komme ich wieder Luft über und kann wieder brennen. Dummes Zeug, hat keine Zeit. Ich gehe ins Schloss korrigieren. Adieu. Und er hüpft weiter. Hopp, da, hopp, da. Bald darauf ist er zu einem dicken Gestrüpp angekommen. In dem hat sich der Wind verfangen. Er hat geseufzt und gestöhnt. Rutsch grad recht, rutsch grad recht. Tu das Gestrüpp alle teilen. Dann komm ich wieder schlaf über. Nichts ist, hat keine Zeit. Schau selber, wie du zu Gang kommst. Ich muss ins Schloss korrigieren. Adieu. Bald einmal kommt der Gückel zum Schloss. Ganz frech hopset er an der Wache vorbei über den Schlosshof. Aber da schaut gerade der Koch zum Küchenfenster raus und ruft: Ei, ein Gückel? Ja, den kann ich gerade brauchen. Ist zwar ein bisschen dreckig, aber man kann ihn ja waschen. Er packt ihn und steckt ihn in eine grosse Pfanne mit warmem Wasser zum Waschen. Das Wasser steigt immer höher. Es steht ihm schon bis am Hals. Da ruft er in einer Verzweiflung: Steig nicht mehr weiter, Wasser! Ich will trinken, ja, aber das Wasser geht zur Antwort. Du hast mir auch nicht geholfen, wo ich dich gebraucht habe. Ich muss weiter steigen, weiter steigen, weiter steigen, weiter steigen. Das Feuer im Herd brennt, das Wasser fängt an zu strudeln und der Gückel schreit: Aufbrennen Feuer! Ich halte es nicht mehr aus! Ich halte es nicht mehr aus! Aber das Feuer sagt: Wo ich dich gebraucht habe, hast du mir auch nicht geholfen. Hast du mir auch nicht geholfen. Und es brennt so fest, dass das Wasser verkocht und der Gückel ganz schwarz wird. Er war schon schier verkohlt, da kommt der Koch und ruft: du verbrennte Zeine, das Viech ist ja ganz schwarz, das kann man nicht mehr essen. Er packt ein bisschen Gückel und wirft ihn zum Fenster raus. Draussen hat es gestürmt und der Wind hat den Gückel in die Höhe geweiht. Der Gückel hat gemeint, jetzt ist wirklich sein letztes Stündchen und hat gerufen: Wind, tu doch nicht so blasen! Lass mich ab! Aber der Wind sagt: Kleiner Gückel, du hast mir auch nicht geholfen, wo ich dich gebraucht habe. Und er hat seine Backen aufgeblasen, so fest wie es gegangen ist, und hat den frechen Gückel zuoberst auf der Spitze vom Kellenturm aufgeblasen.
Und dort könnt ihr ihn heute noch sehen. Mit einem Bein und mit einem Flügel. Nur reihen tut er nicht mehr. Auch regieren kann er nicht. Er muss selber folgen und sich immer dort hertrollen, wo der Wind will.